peace when I'm with you. But I love it. But I love it. So. And I know she'll be the death of me. At least Hier, Jungs, kommt hier hin. Einer auf dem Sessel. Einer da von euch auf dem Sessel. Einer auf den schönen Koffer. Ich gebe euch das Mikrofon. Ihr teilt euch das. Dankeschön. So. Ihr hattet gerade den Kuchen vergessen, ne? Wir hatten den, ja. Wie kann sowas passieren? Mal Na, ganz im Ernst. Na, Wie kann sowas passieren? Wir waren total aufgeregt und wir haben schon gegessen, deswegen wussten wir nicht, ob das jetzt ein bisschen gierig ist, wenn wir jetzt den Kuchen nochmal essen. Nein, alles gut. Ihr könnt euch den auch hier auf den Tisch stellen. Ich stelle mal einen zu mir rüber. Theoretisch essen? Ja, klar dürft ihr den essen. So, ihr beiden. Lasst dir schmecken. Ihr seid ja jetzt gerade, ich weiß nicht, kommt ihr heute von den Dreh? Habt ihr heute gedreht? Nee, ich habe heute nicht gedreht. Hast du gedreht? Ihr hattet heute beide frei. Es geht ja um die Serie Herzensbrecher. Genau. Die fängt ja am 3. Oktober, startet die wieder? Immer 19.25 Uhr. 19.25 Uhr auf ZDF. Ganz genau. So, und dann sieht man euch also jeden Tag. Was, erzählt mal, worum geht's überhaupt in der Serie? Naja, es geht um die Herzensbrecher. Das sind wir seid ihr? unter anderem. Genau. Angeführt von Okay. unserem Vater, von Andreas Tabarius, ein Pfarrer. Und der hat eben 4 Söhne, ist alleinerziehend. Ich bin der älteste Sohn, spiele den Lukas. Du bist so der Bad Guy wahrscheinlich als ältester Sohn. Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Aber bist du's? Nee, auch nicht. Okay, ist klar. Nee, es ist tatsächlich der nächstkleinere. Es gibt noch einen kleineren, Okay. genau. Ich spiele Lukas, er heißt echt Lukas. Und, Verwirrend. Tom. Und der Tom ist unser kleinster, also unser mittlerer Ja. Bruder. Der spielt den Jo. Alles klar. Du merkst, das mit den Namen Es ist verwirrend. Ich weiß aber euren Namen, das reicht mir gerade. Und ihr spielt also Herzensbrecher. Musstet ihr dafür üben oder seid ihr auch im echten Leben so kleine Herzensbrecher? Ihr könnt mir das hier ruhig verraten. Naja, also ich muss ehrlich sagen, meistens wird mir das Herz gebrochen. Oh, das tut mir so leid. Ich hatte deswegen schon ein bisschen Erfahrung und wusste, wie das ist. Du kannst dich da also total reinfühlen. Ich kann mich da reinfühlen. Okay, und Lukas, wie sieht's bei ich brauchte dir ein aus? bisschen Training dabei. Du brauchtest Training. Du hast dir einfach von deinem großen Bruder Hilfe das, geholt. ja, abgeschaut auch zum Teil. Und ja. Der Profi hat dir gezeigt, wie es geht, ne? Die Dreharbeiten im Moment, Gerrit, bist du schon fertig? Oder? Ich habe morgen meinen letzten Du hast Drehtag. morgen deinen letzten Drehtag. Genau. Bist du traurig? Ja, beides. Ich freue mich auch, weil es war echt ein anstrengender Sommer auch. Wir haben ja von April an bis jetzt September gedreht. Und für mich geht ja am Montag auch wieder die Uni los. Aber ich bin natürlich auch traurig, dass es dann jetzt für dieses Jahr zu Ende ist. Okay, kann ich verstehen. Kommt ihr beiden aus Köln? Ich ja. Du? Nein. Aber du bist im Herzen hier in Köln. Ich bin Bonner tatsächlich. Okay. Studiere aber und lebe deswegen in der Nähe von Stuttgart in Ludwigsburg. Ah, okay, nicht schlecht. Und ich würde natürlich erstmal gerne wissen, ihr beiden seid ja jetzt so in eurer Rolle Brüder. Käbbelt man sich da auch so ein bisschen? Also, ne, man kennt das ja so unter Geschwistern. Brüder hauen sich vielleicht auch mal eins auf Ja, die Schnauze. Ne? Die ganze Zeit. Aber ihr vertragt ihr euch? Jetzt im Privaten oder Im in der Privaten Rolle? würde ich gerne wissen, ja. Also für heute haben wir gesagt, dass wir jetzt mal so tun, aber eigentlich mögen wir uns nicht Ihr reißt euch für mich jetzt quasi zusammen. Und wie ist es bei euch in der Serie? Da geht's eigentlich, ne? Da geht's auch. Ich bin tatsächlich ausgezogen, in der letzten Staffel schon, deswegen wohne ich gar nicht mehr zu Hause. Ach, okay. Und sehe ihn dann gar nicht so oft. Ab und zu zwar, aber nicht immer. Und dann gibt es natürlich auch mal Reibereien, aber ich bin jetzt nicht mehr so richtig in der Familie gerade. Da gibt es, glaube ich, mehr Zoff mit dem Kleineren. Genau. Ach, krass. Also jedes Mädchen denkt ja so an den ersten Filmkuss zurück, den man mal gesehen hat. Habt ihr Erfahrung mit Filmküssen? Ja, ich hatte einen schon mal. Mit, wie alt war ich da? 16? Filmkurs mit 16 Jahren. Nimm mal das Mikro ein bisschen, genau. Ja, ein bisschen, Mit 16 hattest du schon deinen ersten Filmkuss? Ja. Und? Das war vorgestern, oder? Ja, vor 4 Jahren. Hier fiese Spitzen von der Seite. Ja, es war nicht so toll. Okay. Gibt es da irgendwelche Regeln? Also wenn du weißt, okay, morgen knutschen wir, lässt du dann den Döner weg, Aioli Ja, weg? das sollte oder man auf jeden Fall machen. Das schon. Und irgendwie vor Kaugummi oder muss man sich dann irgendwas halten? Ich stelle mir das so schwierig vor. Alles Übt man das vorher? Übt man das? Ja, man schafft irgendwie Vertrauen zueinander und dann legt man einfach irgendwie, versucht man das dann hinzubekommen. Also es ist Okay. eigentlich wie im echten Leben auch. Einfach runterzählen, 3, 2, 1 und küssen. Und einfach Zunge rein. Einfach küssen. Aber Filmkuss ist Filmkuss ohne Zunge. Das kommt immer ganz auf den Film an.
Okay. Wir sprechen da einfach nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, welche Filme du meinst.